Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am Freitag, am 13. Januar 2017 gemacht? Und mein Tag haben mit einer Dose Energy Drink angefangen. Das stimmt gar nicht. Eigentlich hat er mit dem angefangen. Ich bin aufgewacht, habe zum Fenster rausgeschaut und es hat Schnee gehabt. Ah, ich habe mir übrigens den Bart abrasiert. Heute Nacht hat Nintendo offiziell Nintendo Switch vorgestellt. Die Switch soll weltweit am 3. März verfügbar sein und etwa zwischen 300 $300 kosten. Das wird in Europa werden zwischen etwa 350 Stutz sein oder 350 Euro oder so. Schätzt man wird es sehen. Das Coole ist, die Konsole hat eine Infrarotkamera eingebaut und das sollte dazu führen, dass man ähnlich wie damals bei der Nintendo Wii mit den Controllern, die es dazu gibt, auch kann spielen, also mit der Bewegung. Das heisst, es gibt sicher auch wieder irgendwie beziehungsweise Switch-Tennis oder sonst irgendetwas. Das Coole dabei ist aber auch, dass es nicht nur auf Controller geht, sondern auch auf die Hand an sich. Das heisst, er scannt zum Beispiel die Hand und dann könnte man zum Beispiel Schere, Stein, Papier spielen, schreiben sie da. Die Konsole die lässt sich verbinden mit bis zu 8 weiteren Konsolen im lokalen Netz. Das heisst, wenn ihr daheim sind oder bei Freunden, könnt ihr quasi wie bei einer LAN-Party oder früher beim Nintendo DS ist es auch gegangen, sich direkt mit anderen Konsolen verbinden und dann zum Beispiel zusammen Mario Kart gamen, ohne ins Internet zu müssen. Das ist auch richtig geil, vor allem wenn man halt unterwegs ist zum Beispiel. Außerdem sollte es einen Online-Netzbetrieb geben. Das bedeutet also, dass man auf Online-Server das Spiel spielen kann. Der Dienst sollte am Anfang in den Testmonaten, also im ersten halben Jahr, kostenlos sein, nachher aber etwas kosten, ähnlich wie bei der Playstation und der Xbox. Das finde ich persönlich aber irgendwie nicht so cool. Ich hätte mir irgendwie gehofft, dass das gratis ist. Das geht ab dem Herbst 2017 geht der Online-Dienst dann in die kostenpflichtige Phase rein. Was es aber kostet, das ist noch nicht bekannt. Die Konsole ist ja eine hybride Konsole. Das bedeutet, dass man sie aus dem Halter rausziehen kann und mobil wie mit einem iPad spielen. Halt einfach Nintendo spielen und nicht Apps aus dem App Store. Jetzt ist es so, dass Nintendo sagt, dass der Akku zwischen 2,5 und 6 Stunden lang zum Spielen langt. Das kommt ein bisschen darauf an, wie rechenintensiv das die Spiele sind, wo man spielt. Das neue Legend of Zelda Breath of the Wild, das soll man ungefähr 3 Stunden spielen können. Mit dem Launch der Konsole launcht jetzt auch direkt das neue Zelda. Allerdings ist der Rest der Launch-Angebote in meinen Augen nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Am 3. März dann erscheint auch gerade ein Switch-Party-Spiel One to Switch. Das lässt sich dann allerdings ausschließlich auf dem Touchscreen, nicht am Fernsehen spielen. Dort muss man sich irgendwie mit Lasso einfangen und tanzen. Außerdem kommt von Ubisoft eine extra angepasste Version von Just Dance. Für die Leute, die noch mehr tanzen wollen. Von Activision kommt eine speziell angepasste Version von Skylanders. Außerdem soll jetzt im Frühjahr, also kurz nach dem Launch der Konsole, noch ein Multiplayer-Kampfsportspiel namens ARMS kommen. Es ist außerdem noch in der Nintendo-Konferenz ein neues Mario angekündigt worden. Das spielt in einer Open World und an Mario seine Mütze lebt. Das Mario soll aber erst gegen Ende 2017, also wahrscheinlich zum nächsten Weihnachtsgeschäft erscheinen, wenn Nintendo da richtig Cash mit machen kann. Am 28. April erscheint aber dafür schon Mario Kart 8 Deluxe. Das ist eine etwas erweiterte Form von Mario Kart 8, die es schon für Nintendo Wii U gegeben hat. Genauso wie sie angekündigt haben, dass es eine Switch-Version für die Elder Scrolls Skyrim geben wird. Das heisst, ihr könnt unterwegs Skyrim gamen. Ist jetzt nicht so, in meinen Augen nicht so wirklich der Knaller, weil Skyrim 2011 für den PC rausgekommen ist und jetzt, ich glaube, inzwischen hat jeder schon mal Skyrim gegamet. Im Sommer haben sie noch Splatoon 2 angekündigt. Das bedeutet also, dass wir im Sommer wieder eine Multiplayer-Schlacht mit Farbe haben. Wird sicher im lokalen Multiplayer mit Freunden richtig lustig, wirklich. Das ist etwas, wo ich mich darauf freue. Gegen Ende des Jahres dann auch wieder kommt eine speziell angepasste Version vom FIFA für die Switch. Es hat dann noch ein paar kleinere Ankündigungen, wobei kleiner sind es gar nicht. Es hat dann noch ein paar andere Ankündigungen gegeben. Unter anderem in einer sehr frühen Phase der Produktion ist ein Xenoblade 2, ein neues Final Fantasy und Microsoft entwickelt wohl an einer speziellen Art Minecraft für die Switch. Wie das aussieht, werden wir dann auch sehen. Gut! Ha, ich freue mich. So, ich habe jetzt den Freitag, den 13. gut überlebt. Es hat kein Unglück gegeben. Morgen um die ähnliche Zeit kommt dann die nächste Folge. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Ein Daumen nach oben würde mich freuen, aber noch viel mehr motivieren tut ein Kommentar. Also schreibt etwas unten in die Kommentare, das finde ich richtig nice. Bis morgen. Ciao zusammen.